Guten Morgen. Jet ihr beter als mich? Uns jettet immer Hans beter, als wir uns das verdient haben. Wenn wir leben von Gott seine Gnade und von Gott seine Barmherzigkeit. Hast du mal festgestellt, einen Gottesdienst zu haben, ohne zu singen? Oder wenn ein Gottesdienst wird sein, ohne Predigt? Oder wenn ein Gottesdienst sein, ohne Gebet? Als ich in der Bibelschule war, wir mussten einmal am Tag den Gottesdienst merken. Und ich und mein Freund, wir mussten da Typ tun, und wir bereiten uns, wir würden mal einen Gottesdienst haben ohne Singen. Und nachher, kurz nur aus der Gottesdienst durch wir, dann kamen die nach uns und sagten, ihr habt was verjährt. Na, was? Na, wir haben euch gesungen. Na, ich sagte, wir haben euch verjährt, wir haben euch wollt. Und wenn wir uns eine Sache angewandt haben, vielleicht dürfen wir das angewandt haben, oder vielleicht dürfen wir das wenigstens wieder das wählen. Und ich glaube, in Gottesdienst zu haben, ohne Gebet, als dort würde ein Ladja-Gottesdienst sein. Und ich glaube, wir würden niemals auf die Idee kommen, einen Gottesdienst zu haben ohne Gebet. Und ich glaube, das Gebet ist ein sehr, sehr wichtiges Ding, und viel wichtiger und neuer, als wir das wirklich leben tun. Als Salomo kenne wir, er betet zu Gott, und er betet für Gott ein Haus. Und er betet für Gott ein Haus nicht am Gottesdienst zu haben, sondern ein Bethaus, um Gott anzubeten, um Gott zu loben, Gott zu preisen, und Gott die Ehre zu geben für alles, was Gott gebären hat. Und das sagt uns in 2. Chronik, Kapitel 7, Vers 12 bis 16. Der Herr deut sich die Nacht Salomo offenbaren und sagte ihm, ich habe dein Gebet erhört und mir diese Stadt aus dem Opferhaus ausgewählt. Wenn ich dort den Himmel verschlüttet war und dort nicht reine, oder wenn der Herr Großhapper dort Land kohl freten lässt, oder eine gefährliche Krankheit man mein Volk kommen lässt, in mein Volk, was mein Nummer trägt, sich damit geworden und bete, und meine Jehen wird sicher und sich nie abmerken und von ihrer Beise weh loten, dann will ich dort Gebet vom Himmel her erhören und ihre Sünde vergeben und auch dem Schode im Land heilen. So soll meine Augen nu aufsehen und meine Ohren aufmerksam sein auf die Gebete auf dieser Stelle. So habe ich das Haus ausgewählt und dort zu einer heiligen Stadt gemerkt, dort mein Name durch für immer wohnen soll und meine Augen und mein Hort soll durch sein. Salomo hat Gebet und Gott erhört Salomo sein Gebet. Gott sagt, ich habe dein Gebet gehört und ich habe dein Gebet erhört. Er beantwortet das Gebet, was Salomo gebet hat. Das sagt uns Matthäus Kapitel 21, Vers 13. Er sagt, dort steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein, aber je merke eine Rebehall davon. Wenn mein Name wird angerebt wurde, er sagt, wenn die mich anreppen worden, wenn die beten worden und noch mich kommen worden, ich war ihre Gebete erhören und beantworten. Und das sagt in 2. Chronik Kapitel 7, Vers 1, Salomo hat gebet. Und als Salomo gebet hat, dann fällt 4 vom Himmel. Und so mächtig und so stark wie das Gebet, was Salomo gebet hat, wenn Gott antwortet und weiß sich mächtig und kraftvoll, als Salomo gebet hat. Das sagt die Herrlichkeit Gottes. Der wird so stark, der kommt so stark rauf über das ganze Gebiet und im Gebiet nennen, dass der Priester nicht im Gotteshaus nennen, wenn es Gott seine gehen wird er stark, der wird er groß im Haus. Dass der Priester, was den Gottesdienst gestalten soll, der Opfer bringen soll, der können dort nicht tun. Und das Opfer, was gebracht wird, das wird so viel, was geopfert wird, der konnte dort nicht bei dem Heiligtum alles tun, der musste sogar bitte den Pfarrhof aufmerken, um durch auch zu opfern. Und Gott hat ihn gefallen und dort, was er deute. Und das 4, was vom Himmel fallen deute, das wird so stark
in der Gegenwart Gottes, wie sich durch, ich habe mit seiner ganzen Herrlichkeit drauf und wohnt in der Feld, dort Hüs Gottes damals. Und kriegst du es Gott damals dort Hüs erfallen, dort mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Kraft, mit seiner Macht, mit seiner Gegenwart, so soll Gott seine Gegenwart in unsere Horte sein. Und da steht geschrieben, wollt ihr dort nicht, dort jün hort, dort je im Tempel vom Heiligen Geist sind, dort hei in uns wohnen det, so wenn wir im Tempel vom Heiligen Geist sind, dann soll Gott seine Gegenwart so stark in uns sein, dort Gott seine Gegenwart zu spüren ist und zu sein ist und zu erleben ist. Wir brauchen dort vier wird damals vom Himmel fallen und dort Hüs erfallen deit, so brauchen wir dort vier von der schon Tag, dort wie würde vier sein für Gott. Dort wir würde vier sein für das Wort Gottes, dort wir würde reich sein, dort Wort Gottes wiederzubringen, die Menschen zu bringen, dort Evangelium, so ist dort damals wir, und so soll das von der sein. Gott sagt, ich sehe das selbst ja, ich verändere mich nicht. Ich sehe das selbst ja gestern von dir und was in aller Ewigkeit. Gott wird sich niemals verändern. Sein Verlangen, was Jesus so damals hat, als er auf diese Erde war, so groß als sein Verlangen von der schon Tag nach, dort alle Menschen sollen gerat werden. Und dort geht bloß, wenn wir uns reitmerken dürfen und wenn wir gehen dürfen, und dort vielleicht reitmerken dürfen im Gebet. Jeremia, Kapitel 20, Vers 9, sagt dort, ich habe mich ganz viel genommen, nicht mehr von Gott reden, niemals mehr im Herrn sie Nummer, was zu sagen. Dort hat er sich ganz klar viel genommen. Er hat sich dort viel genommen, von Gott rede ich nicht mehr. Wenn es das einfach bloß Trouble. Und weißt du, wenn du von Gott reden willst, dort wird die Trouble bringen. Kriegen den Wude was angehen, zu wem du reden willst, euer oder Lothar was im Trouble sein, wenn du von Gott redest. Und dort hat Jeremia auch. Erstens mal will Jeremia sowieso gar nicht predigen. Er sagt, ich bin zu jung, du kannst die einen anderen auswählen, die Botschaft wiederzubringen. Und Gott sagt zu Jeremia, weißt du was? Sei du nicht, du bist zu jung. Und du wirst durchgehen, wo ich die Scheiße war. Erstens mal, ich kann gar nicht durchgehen, wo ich haben will. Und zweitens sagt er, und du wirst dort sein, was ich die sagen will. Nicht dort, was du sagen wirst, sondern was ich die sagen will, dort wirst du den Menschen verteilen. Und Jeremia will gar nicht gehen. Aber als er schenkt, dann geben wir Trouble mit den Nubasch. Dann geben wir Trouble mit seinen Eltern, mit seiner Familie. Dann geben wir Trouble mit seinen Freunden. Dann geben wir Trouble mit der Gemeinde. Dann geben wir Trouble mit den Priestern. Dann geben wir Trouble mit dem König, mit allem. Rennt alle Wege hat er bloß Trouble. Wenn es jengt, und dort Gott seine Botschaft wieder sei. Und dort wird die auch Trouble bringen, kriegt es Jeremia. Aber Jeremia sagt, ich habe mich vergenommen, nicht mehr zu tun. Und als er sich dort vergenommen hat, sagt er, na, man einmal so spät, das brennt in mein Hort. Da wird das heute Kohle, was da brennt, und ich kann das bloß nicht für mich hören. Ich muss gerne den Menschen verteilen. So erst dort, wenn der Heilige Geist uns die Hölle kriegt, und wir an dem Heiligen Geist Frieden rumluten in unsere Horte, und dann geht er bloß, und wir können nichts tun, wir können nichts bremsen. Als Jesus abgestanden wird vom Tod, dann ging er mit zwei von seinen Freunden, mit zwei von seinen Jüngern von Jerusalem nach Emmaus. Und er fragt ihn, was nummer ihr so unter Jüngern, wenn ihr hier hingewiesen seid? Na, sagen sie, dort von Jesus, von Nazareth. Na, was sagt er? Dann bist du der einzige Fremde in ganz Jerusalem, was ich weiß, was angegangen ist in dieser Dau. Und dann verteilt Jesus von der Schrift. Von fängt bei Mose an, der ganze Propheten, und liest in der Bibel stimmt wir sehr interessant. Und als sie dann im Haus angekommen sind, das steht da Jesus dankt für das Eten und verschwindet. Sei so einer dem anderen, du, sei mal, brennt dort nicht in unsere Horte, als er uns von der Schrift verteilt hat? Brennt dort hier nicht Bänne? Schon, sagt der einer dem anderen, dort brennt dort Bänne. Wenn es Gott seine Gegenwart, seine Herrlichkeit, kommt rauf, ab ihren ab, und erfällt ihre Horte. So passiert dort und so geht dort, wenn Jesus Christus uns der Hölle kriegt und wenn wir uns feiern und lehren lassen von dem Heiligen Geist. Salomo wir in eine schwierige Zeit. Die Welt, von der schon da ist in eine schwierige Situation, ist in eine schwierige Zeit. Wir hören von Krieg überall, zum Beispiel in Ägypten, in Syrien, in arabischen Ländern, da alle Wege, da wird gedreht mit Kriegen, hier ist Krieg, du hast Krieg, alle Wege, hier hat man Streitigkeiten Krieg. Die Welt kümmert sich um alle Sachen, wo Krieg ist. Und die Welt Fried schaffen, aber es ist kein Fried. Rede alle von Fried merken, aber nur nicht als Fried.
In der Naturkatastrophe, überall hört man von Sturm oder von Dreich oder von Überschwemmungen, von Erdbeben, hier Erdbeben da, Vulkans und so weiter. Die Natur wies sich dort in der letzten Zeit erst, dort die Welt in einer schwierigen Situation ist. Krankheiten, verschiedenste Sorten von Krankheiten, die manche gestorben und Krankheiten, die dort vorher niemals gegeben hat, die wurden immer mehr. Unmoral, was die Bost immer mehr Unmoralität ist in der Welt. Uruguay, Frankreich, England hat anerkannt, dort Männer sich mit Männern befreien, keine Frühe sich mit Frühe befreien. Dort geht alles über Kopf. Und dort, die Bibel sagt, die letzte Zeit wird so sein aus der Zeit neuer. Und weißt ihr was? In der letzten Zeit wird das so sein aus der Zeit neuer. Und hij fragt, wo ik geloof vind, wanneer ik wil weiterkomen, wie als Christen, wie brücken dat Gebet. Wie moeten beden en vasten en beden en vasten en beden, omdat wie kunnen wo blijven en dat wie kunnen dit evangelium, de vrije boodschap van Jesus Christus wieder sein. Dat is een wichtig ding. En wir hier von Hungersnot, Millionen Menschen jeder Jahr verhungern. Und wie, was wie mit uns eten? Wir eten selbst wie wollen, dann wann wir wollen, und wir viel als wir wollen, und mit uns sündig wie noch mit dem Eten, und viele Menschen verhungern. Wenn du in der Luft in den Stuhl kommst, ich kann sagen, dort ein ganz frischer, ein feiner Pizza, wird bloß in der Garbage geschmissen, dort ist der Öl, das ist eine halbe Stunde Öl, dann ist der Öl, dann wird der Put geschmissen. Und sie rannt dort von der Tag in der Welt. Viele Christen wurden verfolgt, besonders in Nordkorea, in China, in den muslimischen Ländern. Viele von unseren Brüdern und Schwestern, die wurden gequält. Die sind von der im Jail und wurden gequält und gemordet für das Evangelium. Dafür, dass sie an Jesus Christus leben. Und wir können ganz ruhig in Sondersäue, und ich heute sagte, in der Wort Gottes hier in Golden Hus und lebe, kriegt sie wieder. Und ich glaube, diese Menschen, unsere Brüder und Schwestern, die taten, gequält und gemordet wurden für das Evangelium, die brücken unsere Gebete. Dort wir beten jeder Tag für diese Menschen, wenn sie brücken dort. Kreuzig geht es nun echt, Gebet brücken diese Menschen dort Gebet. Jeder größte Wort Gottes ist verbunden mit dem knäuenden Christ. Wenn die Christen anfangen zu beten, sich auf Kneis legen, beten, und ernstlich Gott prachten, Gott erhört unsere Gebete und Gott beantwortet unsere Gebete. Jeder größte Wort Gottes hängt damit taub, dass Christen sich auf Kneis legen und beten und Gott freuen und sich wiesen und vieren lehren lassen. Wir sind dort in der ersten Gemeinde. Die erste Gemeinde, wir eine betende Gemeinde, und wo eine Gemeinde taub kommen, der zum Beten, du hast Kraft, du hast Macht, du hast Autorität. Und wir finden dort in der Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 31, als die Gemeinde gebetet hat, dann scheitert es steht. Gott seine Gehen wird wir so stark, dass die ganze Erde scheitert, wenn es wird. Wenn es die Gemeinde, wir taub kommen, zum Beten, und Gott wird durch, in Antwort durch seine Macht, durch seine Autorität. Bloß eine betende Gemeinde, als die Gemeinde wird verweichert. Eine Gemeinde wird nicht betet, die Gemeinde wird nicht verweichert, wenn es dort ist die Methode, dort ist der Brennstoff, dort ist der Gas, wird eine Methode braucht, um dort zu verweichern. Wenn du kein Gas hast, ich habe nicht verweichert, du kannst dann eigentlich die Schuhe, oder du kannst dir vom Hill raufrollen lassen, aber du stehst dann noch. So ist eine Gemeinde, die nicht betet, die kann eigentlich kommen. Aber wirklich Worte und wirklich, dass Gott sich offenbaren kann und sich wiesen kann und stark sich bewiesen wird. Das kann bloß dann, wenn eine ganze Gemeinde anfängt zu kommen und anfängt zu beten und Gott beantwortet. Und wir sind dort aus Petrus im Gefängnis wir. Die Gemeinde kam zum Beten. Und ich habe mich irgendwie gewundert, wenn das ein Petrus schickt ist, das Petrus, der wir im Jail, und der weiß dort nächsten Tag, wo sie im Kopf aufhaken. Und Petrus da Berne, zwischen zwei Soldaten angeschlossen, er lag da in Schleip. Wie kann das Petrus schlupen, wenn der weiß, dass nächsten Tag am Verdelt gemerkt wurde? Ich würde never die Schlupe haben. Aber das Petrus Schleip. Sondersorge in der Gemeinde, was da wir taub gekommen zum Beten. Und beten und prachten Gott, dort Gott wird Petrus freimachen. Petrus weiß dort, ich hatte eine Gemeinde, ich konnte ruhig schlupen, die Gemeinde wird all beten für mich. Die Gemeinde lag auf Kneis und prachtet und betet für Petrus.
Und Petrus lag in Schleip. Und nicht mal bloß dort, er schreibt fast. Dann kam ein Engel und boxt ihm ein und er sagt, Petrus, steh mal ab. Und Petrus steht ab, wirkt ab und checkt sich ran und sagt, jetzt ist frei. Dann kann ich jeder mal nicht an. Sagt der Engel, komm mit mir mit. Steigt in die Sandale an, komm mit. Und er ging durch die erste der Deich, er ging durch die zweite der Deich, er ging durch die dritte der Deich, was da begossen ab, vierte Deich. Und er wird frei mit ihm und sagt, hey, ich zieh frei. Ich zieh leis. Ich zieh gar nicht mehr im Jail. Und checkt sich ein bisschen verblasst ran, wo sehe ich überhaupt. Und er ging durchhin, wo die Gemeinde war. Wo die Gemeinde betet, wo die Gemeinde pracht vor ihm. Und er klappert unter der. Und Rode, eine Dienstbeal, kam unter der und sagt, und hier, das ist Petrus. Sie verjagte der auf dem Merken und sie sagt, das ist Petrus ist unter der. No, dort jaftet nicht, nicht. Petrus ist nicht unter der. Petrus ist im Jail. Der ist dort vor sich hier zwischen zwei Soldaten, nur Licht Petrus. No, sagt sie, das ist Petrus. No, das ist nicht Petrus. Ja, das ist Petrus. No, da kommt dann, dass Petrus in Geist ist, aber Petrus ist es nicht. Und Petrus klappert. Und schließlich merken sie der ob, wie Petrus da. Was wie passiert? Die Gemeinde hat gebet und Gott hat geantwortet. Gott hat dich jeder Leist gemerkt, frei gemerkt, der erste, der zweite, der dritte, der gelehrt und begossen hat und nur durch euch. Gott merkt uns frei, wenn wir fast gekehrt sind und unsere Sünde ins Sklaverei. Gott merkt uns frei. Und er merkt uns nicht bloß frei, er bringt uns zurück. Er bringt uns zurück durchhin, dass wir können durchhin gehen, wo die Gemeinde ist, wo das Gebet ist, wo die Gemeinde taub kommt, und bete, und Gott prachte, und Gott beantwortet unsere Gebete. Dort ist eine betende Gemeinde, dort ist eine Gemeinde taub kommt und bete, dort ist was passiert, und dort ist was wir als Gemeinde tun sollen. Wir brauchen mehr Gebet und weniger Spektakel. So viele Gemeinden, da wird nicht das Wort Gottes frei und klar und deutlich gepredigt. Da wird von dort verteilt, da wird von dort verteilt. Ich will mal eine Predigt in Kanada, der verteilt von den Fenstern von Erich Horch. Und hat eine ganze Predigt bloß von den Fenstern von Erich Horch. Und mir habt das nicht. Ich sehe mir sicher, dass 90% von der Gemeinde das nicht halten bedeutet, aber ich verteilt davon. Was mag der Fenster sagen? Der eine ist eine rote Kleere, das ist eine blaue Kleere, das ist eine Witte, das ist eine Jele, eine Reine, verschiedenste Kleere im Fenster und dann wird darüber geredet. Viel weggeredet mit einem Ölmann, ich komme nur die Kirche und vertelle dass ich die Schafe und ich komme danach und sagte, hey, sagt er, was tue ich hier? Oh, ich sagte, wollte die Kirche gebrochen. Oh, sagt er, ich habe so sehr froh, dass das Gebet nicht was durchgebrochen wurde und dass hier wird Gott sein Wort gepredigt wurde. Sagt er, bist du ein Christ? Sag ich, ja, seht ihr, am Sieg ein Christ, aber du. Ich sehe, war er wohl ein Christ, sagt er. Und Sonntag hat man ein Prediger in der Kirche, sagt er, der verteilt mir durch uns die Geschichte von 700, 600, 700 Jahren, 3 irgendwas, von was er da redet, was der Salz nicht muss, sagt er. Und ich ging fuß zu der Prediger und sagte, weißt du was, wir brauchen seine Geschichte aus dort nicht. Wir brauchen, dass Jesus Christus in Wort klar und deutlich gepredigt wird, dass Jesus Christus gestorben ist und abgestanden ist, dass Jesus Christus lebt. Diese Botschaft von Jesus Christus, das ist, was wir brauchen von der ersten Tag. Und er sagt, so eine Predigt, was wir heute, dort halt mich nicht, dort hat die Gemeinde nicht. Und so viel Spektakel und so viele Sachen wurden von der ersten Tag so gebracht. Und die Menschen, die dort gebracht wurden, die Menschen hier, weil wo nur die Uhr jährlich geht. Auf dieser steht, soll Gott seine Macht eine neue Belebung passieren. Das ist, was Gott sagt, zu Salomo. Und Salomo lebt in einer schwierigen Situation, da wird eine schwere Zeit, was da kommen wird, und das wisst ihr. Gott sagt, wenn ich dort mal nicht regnen lasse, dann bet. Wenn die Zeit kommen wird und bete, dann wird das regnen. Er sagt, wenn ich der Herrschreiche war, schreiche das Land Kohlfrete, wirtschaftlicher Schade wird sein, dann kommt ein Bet und ich war jünd erhieren, wenn ich hier beten wurde. Er sagt, und wenn der Plau wurde, kommen der Krankheiten, dann kommt hier hin und ich war in Jibore beten, ich war jünd antworten, ich war jünd heilen, ich war jünd Gesundheit geben, was wir brauchen tun. Wenn mein Volk, das Volk, was mein Nummer 3, Christen, wenn wir beten wollen, Gott wird antworten. Und Gott gibt Salomo ein Versprechen für die schwere Zeiten, was kommen würde. Er sagt, wann mein Volk, was mein Nummer 3 hat, wenn das Volk wird sich demütigen,
Wir müssen demütig vor dem Herrn gehen. Und wir müssen Gott Anerkennung geben. Gott sagt, weißt du was, Gott, ich kann das nicht. Ich sehe nichts, ich kann das nicht. Von mir aus, ich sehe sonst nichts nicht aus ein Wrack. Aber du kannst mich brücken. Jesus sagt, Paulus sagt, Gott ist in dem schwachen Mensch mächtig. Gott seine Kraft in uns, Gott durch uns, dann hast du Kraft. Und ich möchte demütig sein und Gott sagt, weißt du was, du kannst das, ich kann das nicht. Und zweitens sagt er, wenn mein Volk beten wird, und demütig sein, hängt auf mit Beten taub. Und diese 4 Dinge, was er sagt, die hängen alle mit dem Gebet taub. Er sagt, wenn mein Volk, was mein Nummer 3 wird beten, und dort ist, er sagt gar nicht, wenn mein Volk, was mein Nummer 3 wird predigen gehen, wird evangelisieren gehen, wird die Botschaft von Gottes zurücktrauen, dann wird ich erhören. Er sagt, wenn mein Volk beten wird, wie müssen beten, wie brücken das Gebet, das ist nicht schwächer für einen Christ und für eine Gemeinde, als das Gebet einzeln, ein Gebet aller Taub, wie als Gemeinde, wie brücken das Gebet. Er sagt, wenn mein Volk beten wird, wenn wir beten wollen, er sagt, wann dann? Wenn wir das tun, dann wird er das tun. Und er wird. Und dann sagt er, der dritte sagt er, wenn das Volk, was mein Nummer 3 sich wird, mein Angesagt seht, wenn wir Gott seht worden, und Gottes Angesagt seht, ich habe bloß durch im Gebet, oder wenn wir uns nur Gott bringen dürfen, oder wenn wir uns Hand geben dürfen für Gott. Er sagt, wenn mein Volk, was mein Nummer 3, wenn wir Gottes Angesagt seht geworden, er wird uns antworten. Und wenn wir worden von unserer Weise wegloten. Das ist das 4. Erstens, demütig, zweitens, beten, drittens, Gottes Angesagt seht und von unserer Weise wegloten. Dann sagt er, dann will ich Gebete vom Himmel her erhören, und ich will ihre Sünde vergeben, und ich will Land heilen. Gott wird Vergebung geben, Sünde wurde vergeben worden, Horte wurde geheilt worden, ans jährliche Leben, ans wirtschaftliche Leben, und alles wird gesegnet und geheilt worden. Gott kam nach Salomo und Gott sieht, was er deine wird. Und dann sagt er, dann wurde nie Belebung und Heilung passieren. Warum in Haus Gottes? Da wird wie in Haus Gottes. Da wird Salomo in Haus Gottes. Und ich glaube, das Haus Gottes, von der schon da, ich kann dort für verschiedenste Sachen brauchen. Erstens glaube ich, das Haus Gottes muss ein Krankenhaus sein. Ein Krankenhaus sein für geistlich kranke und körperlich kranke Menschen. Das sagt uns Matthäus Kapitel 4, Vers 23, Jesus ging nach Galiläa, und er heilt alle Menschen ihre Krankheiten. Er liebt Menschen, aber er heilt alle Menschen ihre Krankheiten. Und stell dir mal vor, hat Jesus ging auf den Berg ab, und er wollte die Menschen, das Volk Israel, alle Menschen, die gekommen wären, er wollte die Seligpreisungen der Botschaft bringen, er wollte lehren, aber vorher, er heilt alle Menschen. Du stell dir vor, alle Menschen werden geheilt. Du solltest es alle rein, um Gottes Wort zu hören. Besser könnt ihr das nicht wollen, nicht so? Deshalb sagt no, ich habe Rippen, der hat mich von meiner Rippen gehalten. Der andere sagt, ich bin blind, ich kann sein. Der andere sagt, ich bin lung, ich kann gehen. Der nächste sagt, ich bin doof, ich kann nicht hören. Und verschiedenste Wunder, dass Jesus heilt alle ihre Krankheiten. Und da wens, mit Gott sein Haus soll ein Krankenhaus sein, wo die Menschen an die Hand kommen, wo die Menschen geheilt werden. Und zweitens, glaube ich, das Haus Gottes ist dort, dort Menschen soll Gott seine Leib zu spüren kriegen. Das sagt uns Matthäus Kapitel 22, Vers 37 bis 40. Leib den Herrn dienen Gott mit den ganzen Tod, mit deiner ganzen Seele, mit den ganzen Körper, mit all deiner Kraft. Und leib deinen Nächsten so aus dir selbst. So, wenn wir Gott leben, mit all unserer Kraft, mit alles, was wir haben, mit alles, was wir sind, dann wollen wir fähig sein, unseren Nächsten zu leben, so aus uns selbst. Unsere Menschen von der schon da, der hat genug Hack gekriegt. Der ist genug ausgegrenzt worden, der lebenslang. Der ist immer gesagt worden, du bist nicht, du hast nicht, du kostest nicht, du bist ein Düssel, du bist ein Dampfkopf, du bist das, du bist dort, du bist jant. Dort ist dann immer gesagt worden. Dort wollte der all gut genug. Was die Menschen nicht gesperrt haben, als Leib. Die Menschen brauchen Leib. Die wollen ihr Leib sein. Wo ein Mensch ihr Leib wird, da fühlt er sich gut. Wo ein Mensch ihr Leib wird, da will er haben. Wo ein Mensch ihr Leib wird, da kommt der Frischhand, da kommt der Badehand, da kommt der immer Badehand, und der sieht,
so ist diese Menschen leben, denen, so will ich auch leben. Und wie müssen Menschen Gott seine Leben zu spüren geben? Der sagt, leib deinen Nächsten, so ist die selbst. Dort ist ein Gesetz, das ist ein Gebot, was ich dir gebe, der sagt Jesus, zu sein Volk. Und dort sagt Jesus zu dir und zu mir, kriegst du Geld von dir, dort wir sollen unseren Nächsten leben. Leib ist dort, wo die Menschen in der Gemeinde, in der Kirche, in wo Christen sind, müssen zu spüren kriegen. Und drittens sagt Matthäus Kapitel 4, Vers 14, sagt dort wir sollen ein Licht sein. Wir sind dort Licht von dieser Welt. Dort sagt er, in der Stadt, wo am Burg ist, der kann nicht verstärkt werden, wenn es der ist vom weiten Breit zu sein. Wo ein Licht ist, wo ich Christen kommen, dann du hast Licht. Als wir in Guatemala wären, da wir auf einem Konzert, 25.000 Menschen auf ein Stadion, und die Menschen hatten Candles mit in den Kirchen. Ich weiß auf dem Stadion, aber ich weiß nicht zu Wort. Und der hatte Schwebel mit. Mit einmal sind ja alle Lichter aus, da wir stark liest auf dem ganzen Stadion. Und dann fängt der einer an Leute zu singen und ziehen die unter los, stecken Licht an. Und die Menschen auf dem Stadion, da stecken ihre Candles an, 25.000 Stück. Nu stell dir mal vor, 25.000 Lichter brennen da, und dort wird Dach auf dem ganzen Stadion. Von ein kleines Licht, von 25.000 Stück, aller Typ, gibt dort so viel Licht, dass das Stadion Dach wird. Dort ist, wo ein Christ ist. Wenn dort nur so ein Flammchen ist und dort dacht, das ist zu seine weiten Breit. Und dort ist, was wir als Christen sind. Wir sind ein Licht. Ich habe mit uns erst einmal in Paraguay, wenn es stark liest, da wird vielleicht 200 Meter einer auf, der geht in Schmied, das kleine Gleitchen da am Einziger, da wird zu sein. Dort ist zu sein, wo Licht ist. Wo wir als Christen sind, dort ist zu sein, dort wie täglich, ob wir wollen oder nicht, euer Lothar, der Menschen wurde dort an. Matthäus Kapitel 4, Vers 2 sagt dort, Jesus sah sich auf dem Burgstuhl und fängt die Menschen an zu lehren. Die Gemeinde, das Haus Gottes soll eine Schule sein, wo die Menschen gelehrt wird. Von Jesus Christus, vom Reich Gottes. Er lehrt die Menschen vom Reich Gottes. Und dort ist, was die Menschen von der schon da gelehrt haben. Einmal war da. Lehre, wer ist Gott. Lehre, wer ist Jesus Christus. Lehre, welcher wir als Christen besser leben. Lehre, was sagt uns die Bibel, was sagt uns die Schrift, was sagt uns das Wort Gottes. Und das nächste Ding ist, die Kirche ist ein Platz für Sünder. Hier möchte der Sünder Ruhm haben. In Paraguay sehe ich, zu der Gemeindeglieder soll der hinterste Bänkchen, der soll sie freilassen. Wenn es hinterste Bänkchen wieder für die Sünder. Wieso will ich das sagen? Wenn es sehr Völker, keine Sünder in der Kirche, da hat er ein Glas mit Schnaps mit und sagt, ich habe hinterste Bänkchen. Und da hörte sie mit hinterste, wird wieder. Yo tengo una palabra también. Ich habe noch was zu sagen. Und dann hatte ich unsere Ushers, unsere Diakone, die musste ich dann durchsagen beziehen und dann wird er dann für Apostel und da werden viele Menschen, von den Menschen, die es dort in die Kirche kommen, die behielten sich. Der war dann der Herr Gottes Schänger. Der hinterste Bank, da wird für die Sünder, da wirst du die Gemeinde, der Leute soll immer frei. Wenn es durchkommen die Menschen an, die können Hörer an, die können Süppers an, die können Drogsealers an, die können verschiedenste Menschen an, die können mit euch in die Kirche angerannt, ganz mit Pferde, wenn es wird. Wenn es die Polizei in Heron gewasst, und wenn sie nicht heute in anderen Hand, und auf der Bank tot sagte, da würde die Polizei an, komm ja dritt nehmen. Und dadurch konnten sie das Wort Gottes hören. Und dann wird das Wort Gottes gepredigt. Und das ist, was wir als Gemeinde zu tun haben. Die Kirche muss ein Platz sein für die Sünder, wo die Sünder Ruhm haben, wo die Sünder keine Hand kommen. Und die Kirche soll eine Stadt sein, wo sich jeder Mensch Gott feilen wird und angenommen feilen soll. Das sagt uns in Johannes Kapitel 3, Vers 18, so sei auf Gott der Welt, die in mir läuft, dass er ihn einzeln sehen darf. Und dort alle Menschen, wo die Rat wurde, nicht wo die verloren gehen. Dort ist, was Jesus Christus sagt. Und du weißt, jeder Mensch hat Ruhm bei Jesus. Jesus sagt, alle Menschen sollen gerat werden. Und wenn er von allen Menschen redet, dann haben alle Menschen Ruhm und sollen sich alle Menschen Gott feilen in Gott sein Haus, in Gott seine Gegenwart. Und das sagt uns in Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 35,
Die Kirche ist eine Hilfe für schwache Menschen. Wo die Menschen schwach sind, wo die Menschen durchgeschlagen sind, wo die Menschen ungegone deunen. Da sollen die Menschen nach der Kirche kommen können, in den Raum haben, und abgehoben worden, abgereicht worden, Mütter gesprochen worden, und verweicht gehen können, in Jesus Christus in den Namen. Das Haus Gottes soll eine Stätte sein, wo jährliche Nahrung zu haben ist. Johannes Kapitel 6, Vers 34 sagt Jesus, wer nur mich kommen wird, dem wo ich Lebensbrot gebe, und wer mich leben wird, dem wo ich Lebenswasser gebe, und der wird nicht mehr da stück, nicht mehr hungern. So, wenn wir nach Jesus Christus kommen, wenn wir nach der Kirche kommen, wir werden in der Kirche Brot haben. Wir werden in der Kirche Wasser haben. Wir werden in der Kirche Nahrung mitnehmen, dass wir uns gescheit können und aneten, und dass wir stark und kraftig drin gehen, denn nach der Kirche kommen wir, um Nahrung zu holen. Und dort wir in der Kirche durch sein. Die Kirche ist auch dort, die Kirche soll auch dort sein, um dort wie finanziell gesehen wurde. Geld, Money. Und dort ist, was die ganze Welt regiert ist. Geld regiert die Welt. Aber nicht bloß ist dort. Die Bibel sagt uns in Malachi Kapitel 3, Vers 8 und 9, sagt dort, die hat mich bestohlen, sagt Gott zu das Volk Israel. Für sein Volk, die hat gestohlen von mir. Sagt sie, wo wird wie für die Stelle können? Nur sagt Gott, die haben mich bestohlen in jene Tierndels, in jene Opfer. Und er sagt, das einzige steht, wo die Bibel sagt, dass wie Gott kann aber prüfstahlen. Er sagt, prüf mich ut. Wenn die wollte in Tierndel in jene Opfer bringen, dann wo ich meine weil ich die Himmelsfenster aufmerke, und ich wollte mit Sehen überschatten. Sehen. Verschiedenste Sorten von Segnungen, wo wir kriegen. Aber er sagt, wir sollen uns Tierndel und unser Opfer noch anbringen. Und er wird uns finanziell segnen. Dort hat Gott uns versprochen, und dort hat er auch. Und eine Frau sagt mir in Paraguay, wenn ich nicht mit Tierndel gebe, dann regt mir das Geld plötzlich aus. Ich kann das Bild nicht betonen, ich kann jene Bild nicht betonen, ich kann das Bild nicht betonen, dann habe ich mal geschaut, genug Geld zum Ethik haben. Wenn sie nicht mit Tierndel gelebt haben, wenn Gott ist bestellt, dann sich im Trouble, sagst du. Aber so Frau ist, ich mit Tierndel lebe, dann regt mir das Geld aus, weiß ich nicht. Ich kann meine Bilder alle betonen, ich kann genug Ethik haben für meine Kinder, für meine Familie. Wir haben immer so täte, wir haben alles so viel Brücke. Aber so Frau ist hier schon von Gott die Klammer, zu stellen, dann sich im Trouble. Und dort ist das Wort Gottes, wo das sagt, das ist nicht viel, was sagt, dort im Trouble was, sondern Jesus Christus sagt, die Bibel sagt uns, dort wie sollen den Tierndel leben. Aber viele sagen, no, das ist Alte Testament. Jesus sagt, Matthäus Kapitel 23, Vers 23, je schriftgelehrten Pharisäer, Heuchler, je geben den Tierndel vom Mantel, vom Dahl, vom Peperkrut, von allem Kleinsten, geben den Tierndel, aber was ihnen fehlt, ist Gerechtigkeit und Leben, und dort jede Menschen halt bedeuten. Die sollen das tun, und die haben nicht loten. Was sollen sie nicht loten? Sie sollen nicht loten, den Tierndel zu geben. Dort sollen sie wieder tun. Kreuz ist Verhedone, sollen sie wieder den Tierndel geben. Jesus sagt, redet auch vom Tierndel. Mehr als 50% von all seinen Gleichnissen redet von Geld. So Jesus redet von der finanziellen Seite. Kreuz geht aus dem Alten Testament, davon redet er. Die Kirche ist ein Haus, wo verlorene Menschen sollen geraten werden, wo Rettung zu finden soll sein. Jesus ging zu Zachäus. Zachäus hockt auf dem Baum. Und Zachäus hat nicht mal damit gerechnet, dass er mit Jesus reden wird. Er will Jesus bloß sein. Er hat von Jesus gehört, dem will er sein. Er will mit Jesus reden. Nach viel Wände will er Jesus zu Jagd haben. Er hat niemals mit gerechnet. Aber er hat damit gerechnet, Jesus zu sein. Und als Jesus ihm sagt er, du, kleiner Zweig da auf dem Baum, kribbel schön drauf, Zachäus. Und Zachäus kriegt bosig drauf und sagt, und Zachäus nimmt ihm mit Freude ab. Und sagt Jesus zu ihm, ich will von dir und die kommen zu Jahres. Hey, du sagt er, mein Zeltfen ist der Batterie ladig. Ich kann nicht mal meine Frau reden und sagen, dass soll höchst mit dir abbringen und scheint Etenberge, brennige Nudelsuppe. Ich merke, wenn du was wie bei dir sind, oder alle Reiters. No, sagt Zachäus, komm, krieg was du sagst. Und sie gingen in ein Haus, und er hat mit den Taub, und der Schriftgelehrte, der grünste, und schlammte, und sagte, dieser hier, der atmet den Sündertaub. Und Jesus sagt, als sie kommen für die Verlorenen von Israel. Und er sagt, Zachäus ist auch einer von den Verlorenen in Israel. Und Jesus ist gekommen, um die verlorenen Menschen zu segnen, zu leben, hinzukommen und ihr Leben zu verändern. Und Zachäus wird verändert. Kriegt den Tag, er sagt,
wenn ich von eins, wem gestohlen habe, wollte ich das 2-mal so viel zurückgeben. In der Hälfte von meinem Geld, was ich habe, wollte ich die Arme geben. So, dort wir, Zachäus, wir berührt von dem Besuch von Jesus Christus. Wenn Jesus Christus uns besiegt hat, weißt du, wenn er dich kommt? Wenn Jesus angeladen wird. Jesus ist ein Gentleman. Heute kommt bloß dann, wenn wir am Anladen dienen. In welcher wir am Anladen, wenn wir am Beten anladen kommen uns. So ist der Emmaus-Sänger, der Prache, der Jesus, weißt du, das ist so dies da, das ist gleich und das ist gefährlich, dabei. Komm nach uns. Komm bei uns zur Nacht. Komm und wohn bei uns. Und dort ist, was wir mit Jesus Christus dienen, was Jesus Christus anladen. Komm, bleib bei uns. Zachäus, wir schaffen dich in Freude und dankbar, dass Jesus Christus reit wir nur am Sünder zu kommen. Und dort sagt uns in Lukas Kapitel 15, Vers 1, in der Tagskleid, in der Sünder, der kommen Jesus und wollen Jesus hören. Die Menschen wollen Jesus hören. Die Menschen wollen das Wort Gottes hören. Der will nicht eins, was gefälscht hören. Der will das Originale, so als Gott ist, so als Jesus Christus ist. So will sie das hören und gebracht haben. Und dort ist, was wir als Christen geräutet fertig haben. Dort wir Jesus Christus kennen, dort wir den Heiligen Geist haben, dort wir beten können, dort wir die Menschen das Wort von Jesus Christus bringen können. Und dort Haus Gottes soll dort sein, dort wie Jesus Christus finden. Dass die Menschen, die nicht Kirche kommen, hier in die Kirche Jesus Christus finden können. Das sagt uns in Johannes Kapitel 1, Vers 41 und 42. Und er sagte Simon, weißt du was, Simon? Ich glaube, ich habe den Messias gefunden. Und er brachte Simon, Petrus brachte dann Jesus. Und dann kam Philipp und sagt Philipp Nathanael, weißt du was, Nathanael? Ich habe den Messias gefunden. Ich habe den Retter gefunden. Der kam von Nazareth, Jesus von Nazareth, den habe ich gefunden. Sagt er, weißt du was, von Nazareth? Glaubst du, du kannst eins, was Gott von Nazareth kommen? Sagt Nathanael zu Philipp, er sagt, komm und check. Komm und check. Du warst eine. Und aus Philipp, aus Nathanael kommen, da sagt Jesus, ein echter Israelit. Ein gerechter Mann. Sagt er, wie kannst du mich? Oh, sagt er, da dass du in einem Vierbaum, sagt er das, dann sage ich dir, sagt er, du bist wirklich Gottes Sehende, ich kenne dich von Israel. Ja, sagt Jesus, du glaubst nur, wenn ich dir das gesagt habe. Aber du wirst nicht bloß das sein, du wirst auch viel größere Dinge sein als das. Und Jesus, sie sagte, wie haben Jesus gefangen? So, wenn du Jesus gefangen hast, dann wirst du das sein, du wirst auch viel größere Dinge als dort sein, wenn wir beten wollen und Gott glauben wollen. Beten und glauben und Gott wird welche, wenn wir betend glauben, Gott wird große Wunder tun. Und kein Mensch darf sich heute kommen, als er angekommen ist. Der muss 100% sicher, muss eins wird hängen geblieben an dem Mensch. Wenn dort nicht ist, dann ist das Wort Gottes nicht klar genug gepredigt worden. Und das sagt uns in Römer Kapitel 3, Vers 23, dort, wir sind alle schuldig geworden für Gott, in aller Hand gefehlt. Wir brauchen alle Gott. Und das sagt uns in Römer Kapitel 6, Vers 23, dort der Lohn von der Sünde, das ist der Tod. Aber Jesus Christus gibt uns das ewige Leben in Erfüllung. Dort ist, was wir bei Jesus Christus kriegen. Das sagt uns in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 17, das alle Leben ist vergangen und das ist alle nie geworden. Das alle Leben ist weich. Jesus Christus merkt was nie von uns. Und dort ist, was in der Gemeinde, in der Kirche passieren soll. Dass Menschen nie belebt wurden, dass Menschen geheilt wurden, dass Menschen verändert rückgehen, anders als sie gekommen sind. Und Gott wird seine Gemeinde bauen. Hier auf vielen anderen Städten, wo Gottes Wort klar und deutlich gepredigt wird, Gott wird seine Gemeinde bauen. Und er braucht die und mich, unsere Gebete, in unserer Arbeit, dass seine Gemeinde kann gebetet werden. Er wird nicht seine Engel schicken, seine Gemeinde bauen, dort bist du, und sie sagt, wie dort du, um Gottes Wort zu predigen. Aber das Wichtigste, das ganz Wichtigste, was eine Gemeinde tun kann, ist, taub kommen und beten. Und ich wundere mich mit euch, wenn es Wort unter Sinn und muss so wenig Menschen zur Gebetstunde kommen. Die Kirche kommen viel mehr als die Gebetstunde. Das soll gleich umgedreht sein. Die Gebetstunde soll viel mehr alle kommen, die Kirche nicht ganz so viel. Aber wie wir die Kirche voll haben, sind doch Palmerach, dann sind Gelder Prediger auf die Kirche voll Menschen. Aber wie viel sind da eine Sinn und?
wenn die Gemeinde kommt, wo die Macht ist, wo die Kraft ist, wo die Autorität ist, wo Gottes Herrlichkeit raufkommt, wie viel sind du? Du erst, wo die Wunder passieren, deine? Du erst, wo Reihe merkt, dass Sonntag was Gott kann gedonen werden in der Gemeinde? Jeder Sinn, und wenn wir kommen zum Beten an sich euch, du wird gebet, für den wird aufnehmen merken, für den wird singen anleiten, für den wird Sünderschel haben, für den Sünderschelierer, für den Prediger, für jeder Ding, was gedonen wird, für sonst jeder Mensch wird eine Funktion haben in der Kirche, für den wird Sinn und zu das Gebet. Und dort Gott den Brücke kann den nächsten Tag, und auch den Tag. Gott will, wenn wir beten, und Gott will große Wunder tun, aber er will knäende Christen haben. Knäende Christen, was wir beten. Und das ist, was wir brauchen von dir. Amen. Amen. Lass uns alle beten. Lieber Gott, danke schön, dass wir mit dir reden können. Danke schön, dass du uns hier bist. Danke schön, dass du uns Freund bist. Danke schön, dass du uns Rader bist, dass du uns Gott bist. Du bist der Allmacher, Lebender, Treuer, wahrhaftiger Gott. Und wir können mit dir reden, wir können mit dir rechnen. Danke schön, Jesus, dass du das so aufgemerkt hast, dass wir betend können zu dir kommen. Bete erst mit dir reden, das ist ein Gespräch mit dir. Du redest zu uns, wir reden zu dir. Wir vertellen dir unsere Leute, du sagst uns, was wir tun sollen. Danke schön, Jesus, für den Wut, was du uns gegeben hast. Ich danke dir, Herr, dass du uns ein Haus gegeben hast, wo wir kommen können, wo wir so viele Sachen mitnehmen können, wo so viel Kapital holen, als wo keine andere steht, wenn wir nur die im Gebet beten, kommen, denn aus deiner Kirche, aus deiner Gemeinde, aus deinem Körper. Du bewegst du dich. Du hast den Gefallen und du fräst dich durch. Wenn wir fertig kommen mit unseren Gebeten und du bist bereit, zu hören, Sünde zu vergeben, Land und Körper zu heilen. Und ich danke dir für so viele Versprechungen, was du in dein Wort hast durchgeschrieben für uns. Aber wir müssen ein paar Sachen müssen wir auch tun. Wir müssen uns da mitgehen. Wir müssen beten. Wir müssen den Angesicht sehen. Wir müssen von unserer Weise loten. Und du wirst dort tun, was du versprochen hast. Und ich danke dir dafür, Jesus. Du hast uns das so klar durchgeschrieben, wenn unsere Abgaben sind und was du tun wirst. Und ich lobe dich, und ich preise dich, und ich danke dir dafür, Jesus. Möchtest du uns wieder führen lehren, dass wir eine betende Gemeinde sind, kriegen, wo wir uns als Gemeinde treffen, dass wir das erste nur deine Rechte, nur deine Gerechtigkeit trachten, und du wirst uns alles andere geben, was uns fehlt für uns Leben. Und ich danke dir für deine Leib, für dein Wort. Und ich danke dir, dass du hier von der Samaria bist. Amen.